Hey, heute ist am Viertag, 100-mal Sonntag, 2-mal Montag, 3-mal Dienstag. Heute gibt es Kackens und Hörnli. Und natürlich jetzt zuschauen und ich weiss jetzt schon, es wird fantastisch werden. Viel Spaß! Grüezi miteinander! Zuerst Daumen auf, abonnieren, Glöckchen schalten. So helfen wir uns, dass wir noch möglichst lange so coole Rezepte machen können. Und dass ich immer wieder kochen. Genau. Also wir zahlen sie nach Anzahl Likes. Wenn es so 3 gibt, gibt es 3 Franken. Und das ist nicht lustig. Ist gut, like. So, Ja. Kackens und Hörnli, Schweizer Nationalrezept Total Nummer 1. klassisch heute. Gemacht von der Patricia mit Kackens und was noch? Und noch einige andere Zutaten. Äpfel? Ja, die machen noch einen Äpfelmus dazu. Also richtig klassisch. Okay. Das ist, was eigentlich für einige Kantone ganz komisch ist, dass man übrigens isst. Nein, Habe ich schon von verschiedenen Leuten aus der Schweiz gehört. Das ist komisch. Aber es passt irgendwie, gell? Da im Thurgau gehört es dazu. Ja, ich weiß, im Verschiedenen gehört dazu, aber im anderen ist komisch. Also, verstanden. Also, wir machen das Äpfelmus. Ich glaube, ich zeige nicht alle Zutaten. Du bleibst dabei und schau, was man dafür braucht. Ist das klassisch, ein bisschen abgeändert. Ich nehme noch Sellerie dazu, Rüebli, wie und vor allem Herdöpfelgewürz für Kackens und Hörnli. Fantastisch. und fürs Hackfleisch, das Fleischgewürz auch noch dazu. Getrocknete Zwiebel. Ja, was kann man da noch wünschen? Knoblauch. Hat er die Portion gesehen? Ja, alles. Juhu! Genau, Hey, alles für dich. dranbleiben. Bis nachher. Bis nachher. Dankeschön. Ja, Tschüss. ciao. Mega. Was habe ich gemacht? Wir haben hier im Kanal bereits ein Rezept mit Äpfelmus. Damals habe ich die Äpfel nicht geschält, einfach geschnitten. Heute mache ich den Äpfelmus mit geschälten Äpfeln. So, das heisst, Äpfel nehmen, schälen, in Stücke schneiden, so Würfel, damit es nicht dunkel wird. Ist auch nicht schlimm, aber sieht nicht so appetitlich aus. Habe ich hier Zitronensaft drauf. Geklärt und überall ein bisschen so verteilt. Das mache ich jetzt auf dem Herd. Ich habe vorher eben in die kalte Pfanne, oder? Jetzt kann ich hier einschalten und zudecken. Wir beginnen mit dem Äpfelmus. Für das Hackfleischsoße. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ein bisschen anderes, so wie ich so ein bisschen angeschaut habe. Das klassische Kacherts mit Hörnli hat man nicht so die Sellerie und Rüebli drin. Ich mache das aber. Es gibt auch verschiedene Rezepte. Es gibt welche, wo das auch schon drin hat. Dafür nehme ich dann ein bisschen Olivenöl in eine Pfanne und die Pfanne heiß werden lassen. Dann nehme ich hier ein bisschen gefriergetrocknete Zwiebel und gefriergetrocknete Knoblauch. Und dann riecht es schon sensationell in die Küche. Ich habe gar noch nichts mehr drin. Mache ich aber jetzt zuerst diese geschnittene Gemüse. Ich will eben, dass diese Gemüse extrem viel Geschmack hier abgeben. Die werden so wirklich scharf angebraten in der Pfanne. Deswegen nehme ich gerne Bratpfanne. Sie werden fast ein bisschen so karamellisiert. Und das gibt enorm viel Geschmack zu dieser Soße. Zusammen mit dem vielen Gewürz ist das fantastisch. Damit es ein bisschen Wasser abgibt, mache ich schon hier das Herdöpfelgewürz. Ich weiß, ich habe keine Herdöpfel hier in der Pfanne, aber ich mache das Herdöpfelgewürz. Das benutzen wir hier in Stadtsalz. Das riecht schon ein Level besser. Hitze hier regulieren, soll richtig scharf angebraten werden, aber ja nicht verbrennen. Ich darf nicht vergessen, dass ich gleichzeitig hier Äpfel am Kochen bin. Man kann das natürlich auch separat machen. Die haben jetzt schon ein bisschen Wasser abgegeben. Sobald die Äpfel ein bisschen Wasser abgegeben haben, ist eine gute Zeit für Dessertgewürz. Je nachdem, wie süß oder wie sauer diese Äpfel sind, mehr oder weniger. Aber auch wenn süße Äpfel sind, würde ich auf jeden Fall ein bisschen Dessertgewürz nehmen, weil das ist eben nicht nur Zucker, es hat auch noch urfeinen Geschmack drin. Lassen wir noch weiter zugedeckt und nochmal mein Gemüse kontrollieren. Siehst du? Es gibt schon Farbe ab und es hat ein wunderbares Aroma entwickelt schon mal. Also lasse ich die hier so ein bisschen verteilt. Mache ich dann das Hackfleisch. Ich habe hier Rindhack. Schön verteilen und bereiche jetzt mit Fleischgewürz. Ist einfach zu merken, oder? Fleischgewürz zum Fleisch. Also bei allen unseren Rezepten. Findest du hier unten die Zutatenmenge? Wenn etwas nicht stimmt oder wenn du meinst, passt das, stimmt das so,
kann man fragen. Einfach in die Kommentare schreiben. Oder Anregungen auch, was könnte man anders machen. Unbedingt schreiben. So, lassen wir hier das Fleisch. Es ist eine grosse Menge. Lasse ich da. Kontrolliere wieder meine Äpfel. Super, es kommt langsam. Ja. Sind aber noch nicht ganz durch. Einige schon weich, aber noch nicht alle. Lasse ich noch hier ein bisschen. Das Fleisch auch immer wieder kontrollieren. Wenn ich hier schon am Rühren bin, mache ich noch ein bisschen Stickhuspfeffer dazu. Und noch ein kleines bisschen Fleischgewürz. Das Fleisch hat jetzt die Farbe, die ich brauche. Hier. Das ist angebraten. Es ist wirklich vom Rot auf so, weißt du das? Grau-braun gewechselt. Dann mache ich hier wieder ein bisschen ein Loch in die Mitte, einen Abstand. Und hier kommt mein Tomatenpüree. So kann ich gut mit der Flüssigkeit alles vermischen. Und jetzt mit dem ganzen Fleisch. Ja. Es ist wirklich nicht so viel Tomatenpüree. Ich mache hier keine so Bolognese-Soße. Aber was ich wirklich aus der Bolognese-Soße mache jetzt, ist das Ganze mit Rotwein ablöschen. So. Ich lasse nur offen, bis das Alkohol verdünstet und Aroma drin bleiben. Und ich Zeit habe, so meine Äpfel wieder kontrollieren. Ah, super, wunderbar. Jetzt sind sie schön gekocht. Ich stelle hier ab. Ich lasse noch zu. Da kann ich aber zudecken. Ich will nicht, dass noch viel mehr Flüssigkeit verdünstet. Aber die Aromen sollen sich hier drin entwickeln und auch hier drin bleiben. Zuckerdeck kann ich natürlich jetzt dann die Hitze reduzieren. Und mein Äpfelmus purieren. Sonst ist kein Mus. Äpfelmus ist soweit. Da kann ich jetzt beiseite stellen. Braucht man erst nachher zum Essen. Und dann habe ich Platz hier für das Wasser. Ich habe hier bis jetzt nur Wasser für mein Hörnli. Lasse ich mir da, bis das Wasser kocht. Schau, was jetzt mit dem Fleisch passiert. Siehst du, wie schön? Ich habe wirklich ganz wenig Tomatenpüree rein. Man sieht aber die Farbe. Das ist von dem Gemüse, von dem Gewürz, vom Wein und vom Fleisch selber natürlich. Ne? Lasse ich aber noch so köcheln hier. Jetzt kocht mein Wasser hier. Und es muss richtig gutes Salz im Wasser kommen, nämlich das Herdöpfelgewürz. Hier rein und die Hörnli noch. Am Anfang rühre ich ein bisschen. Hörnli sind gekocht, abtropfen. Haben wir hier. Also für mich ist das wie ein Bergweiz. In eine Schüssel so und dann kann ich einfach da ein bisschen drauf verteilen. Wollen wir Kacket mit Hörnli oder Hörnli mit Kacket? So, ich glaube, das ist gut. Ich weiß nicht, wie du das gerne isst, ob du die Äpfelmus direkt da drauf tust. Ich mache so Varianten alles miteinander. Also ich mache Varianten ganz sicher noch ein Cheese drauf. Wir haben hier jetzt kein Parmesan oder Sprinz. Aber wir haben Gruyère. Jetzt Gruyère, finde ich mega noch fein. schweizerisches. Genau, super schweizerisch. Ja. Und dann nehmen wir ein bisschen Äpfelmus dazu, so da auf diese Seite. Das ist, was ich meine. Ja. Das macht man in Deutschschweiz vor allem. Ich habe wirklich einen super guten Kollegen, liebe Gruß Florenz. Florence, Florence, Die bonjour. hat das erste Mal, es ist aus Fribourg, hat das erste Mal in die Deutschschweiz gesehen und gedacht, Äpfelmus mit Salziges, so ganz komisch. Sie hat das aber mit Elbmakronen gegessen, hat aber auch gut gefunden. Aber im ersten Moment ist das anders. Aber schmeckt alles. Fantastisch. zusammen. Wieder einmal mehr, bevor ich noch weiterrede, gebt uns ein Like für den Kanal, könnt super abonnieren und unten kommentieren, weil dann dürfen wir auch mal probieren. Und jetzt haben wir natürlich vollrönig, oder? Mit ein bisschen allem. Es wäre gut, wenn du wieder dabei bist, nächstes Mal. Ich doch essen. Und schreib, wie findest du? Machst du das anders? Hast du lieber anders? Wie isst du da? Separat? Zusammen? Ich esse zuerst das Hörnli mit Kackes und ich esse das quasi als Dessert. Als Dessert, Ich ja. liebe Äpfelmus, das ist einer meiner Lieblingsdesserts. Und das Äpfelmus frisch gemacht, also wirklich der Hammer. Mit Dessertgewürz, das ist mega. Nächste Woche bist du wieder da, ist gut? Ja. Du auch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ciao.
Wunderschönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao, bye, bye. ciao. Hey, hast du dich wieder einmal mehr selber betroffen? Nimm dir noch ein bisschen mehr Käse. Ja, nimm noch mehr Käse. So, schau Stehe mal, alles für dich.